8000 neue PV-Anlagen goufen 2024 zugeschlossen. Das ist ein wichtiger Fortschritt, wenn ich nur einmal zurückrechne, wenn die Regierung an ihr Amt kommt, stelle ich mir was froh, ob sich die ganz 8000 PV-Anlagen wirklich als ein Ege fördern sollte, sich da schmecken oder ob das nicht nach vielleicht Initiativen sind, die schon lange umgehen, weil wenn ihr wisst, dass die Lieferkette noch Probleme hatten, dann hätte wahrscheinlich die meisten Projekte, vielleicht sogar schon 22, 23 zugefangen dürfen. Bon, das ist ein wichtiger Fortschritt, aber wir sollten als Land höflich drauf sein, sollte vielleicht auch als Regierung ein bisschen mehr Demut weisen, also, und dass das hier nicht besonders bei den kollektiven Effort war, nicht der Regierung hier einen alleinischen Effort. Und da wird dann übergelegt an die nachhaltige Energie, die weiter ausgebaut soll gehen. Das ist absolut zu begrüßen. Der fand von uns kein Widerspruch, wenn es darum geht, nachhaltige Energie auszubauen. Und du könnt dann den Mehr, den immer im so matt schwenkt. Gleichzeitig geht den aber so reformiert, dass in Zukunft für allem größere Anlagen promoviert gehen. Während die mit kleinen Anlagen finanziell minder interessant gehen. Das benoteiligt Privathäuser sowie kleine und mittelständische Betriebe. Und da fehlt es auch an quantitativen Zielen. Wie viel CO2 wollen wir aussparen? Sind wir noch auf der Trajektoire? Wie ein konkretes Reduktionsziel haben wir?